Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch vorbereitet. Der Saisonstart hat Swiss Luxury Store AG mit einem Grand Opening gefeiert. Die Faszination Schwingsport in der Schweiz. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Gondelbahn Grindelwald Männliche. Der Gewinn um 200% gesteigert. Erneut hat ein positiv operatives Ergebnis erarbeitet werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist es sogar verdoppelt worden. Ende Monat mehr auf dem Lohnkonto. Die Nominallöhne sind laut der ersten Schätzung vom Bundesamt für Statistik seit Anfangsjahr um 1,9% gestiegen. Wieder mehr Fahrzeuge auf den Strassen. Auf den Nationalstrassen waren im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge unterwegs und es hat sich wieder häufiger gestaut als noch im ersten Jahr vor der Corona-Pandemie. Trotzdem liegt das Verkehrsaufkommen laut dem Bundesamt für Strassen unter dem Niveau vor der Pandemie. Simone Portmann hat sich ihren Traum von einem eleganten Beauty-Shop erfüllt. Er befindet sich im Terminal zu Grindelwald. Kim Franzen hat mit Simone Portmann über das Grand Opening geredet. Wir feiern heute unser Grand Opening vom Swiss Luxury Store. Wir durften auftun schon im 5. Dezember 2020, aber leider ist uns Corona dazwischen gekommen. Und jetzt wollten wir einfach mal wieder feiern. Wir wollten unsere Gäste einladen, wir wollen sie mit einem reichlichen Buffet bewirten und einfach die Schönheit von diesem Laden zeigen. Grindelwald hat etwas Magisches, das zeigt ja das UNESCO-Welterbe mit der Jungfrau, mit der Sphinx. Wir haben hier etwas ganz Schönes auftun, Beauty für einen Lokalkunden, aber auch für unsere internationalen Gäste. Wir planen regelmässige Events, so vierteljährlich, auf die Saison hin und dann organisieren wir Highlights. Heute haben wir natürlich das Highlight von einem Make-up-Artist von Tom Ford. Wir haben einen Hautanalyst von La Mer hier, einen Verkaufsspezialist. Uns wird es nicht langweilig. Ich finde einfach, Schönheit und Beauty, das ist der Tenor von der Zeit. Einmal eben, wie gesagt, runterfahren, etwas Gutes für sich machen. Das war immer mein Traum. Ich selber liebe, mich wegzumachen. Und ich finde einfach, das gibt es wie zu wenig, die Schlaraffenlampe für die Frau und auch ein bisschen für den Mann. Zu Tausenden strömen Menschen an die Schwingfest in der Schweiz. Der Manuel Moser hat mit Jakob Eschbacher, Präsident des kantonalen Schwingerverband, über die Faszination Schwingen geredet. Faszination Schwingsport. Wieso denkst du, dass der Schwingsport da in der Schweiz so fasziniert auch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir haben so ein bisschen 2 Sachen. Wir haben zumindest das Moderne, das Neue, halt, wo interessant ist gegen aussen, wo treibt, wo wir viele Leute haben an diesem Schwingfest. Und gleich immer halt noch eine gute Sache. Wir haben den Kern bewahrt, das Traditionelle. Und das ist das, was die Leute eigentlich schätzen. Darum kommen sie gerne ins Schwingfest. Sie können an ein Schwingfest kommen, man kann auf der Tribüne hocken. Man hat der Innerschweiz neben Bern und neben dem Ostschweiz. Die können zusammen das 9 nehmen auf der Tribüne oben. Da ist kein Securitas, der da Leibesvisitation machen. Also man hat wirklich ein gemütliches Fest, ein Ambiente, das man schon nicht so sieht in der Sportveranstaltung, sehr ungezwungen. Und das ist eigentlich das, was gefragt ist bei den Leuten. Und darum kommen die gerne in ein Schwingfest. Dir empfehlen, um so ein Fest einmal zu erleben, oder? Ja, unbedingt. Das ist Pflicht fast ein bisschen. Nein, das ist schon das, was man auch nicht sieht im Fernsehen. Im Fernsehen hat man mit den Bildern hat man natürlich unheimlich von der Athletik, was abgeht vom Schwingfest, da bekommt man unheimlich viel mit. Und gleich vor Ort ist halt eben das Drumherum. Also in meiner Eidgenössisch mit der Arena mit 50'000 Zuschauern oder ein Kantonales mit 10'000 Zuschauern und dann noch x''000 aussen. Und eben das gemütliche Zusammensein, das muss man fast erlebt haben. Und die Schwingen selber ist dann mit 6 oder 5 Plätzen oder 4 Plätzen, wo gleichzeitig geschwungen wird. Also da hat man immer, es läuft immer an einem Ort etwas. Und das ist schon das ist ein Feeling, das man muss spüren, wo man vor allem leben muss, von morgen bis am Abend. Ja. Das Feeling kann man ab dieser Saison jetzt wieder besser spüren als jetzt in den letzten 2 Jahren. Du bist ein oder anderen Schwingfest sicher gewesen. Was ist so für Feedback bekommen? Wie erleichtert es Ihnen auch die Leute, dass es jetzt wieder mit Zuschauern über die Bühne geht?
sehr erleichtert. Also, wir spüren es nicht noch ein bisschen besser, sondern wir spüren es überhaupt auch. Wir haben im Jahr 2020 wo wir gar nicht schwingen konnten. Also es war wirklich für alle zusammen gar nicht gäbig. Keine Schwinger können schwingen, keine Zuschauer. Und letztes haben wir so die Situation gehabt, wir zwar können schwingen, aber wir hatten eigentlich keine Leute auf dem Fest, auf dem Gelände gehabt. Das ist alles über den Fernsehen gelaufen. Und das hat schon hart gehabt. Also es waren auch so Bilder im Fernsehen ohne Zuschauer oder zum Teil. Wenn noch das Wetter nicht so schön war, dann hat es im Fernsehen nicht gegen die Freude gemacht, für den Schwingen zu schauen. Und zu Hause schon, die Leute die kommen, wir haben super Fest gehabt mit den Zuschauern, ein schönes Wetter gehabt. Und man merkt schon, die Leute, die wollen Schwingfest, die das erleben. Das ist wirklich toll. Weitere spannende Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erzählen euch Kollegen von Meteo News. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Donnerstag hat sich noch von seiner wechselhaften Seite gezeigt. Zwischen dicken Wolken und Regengüssen hat sich aber auch immer mal wieder die Sonne durchsetzen. In den kommenden Tagen kommt jetzt aber der Sommer zurück. Heute waren wir noch in einer nordwestlichen Höhenströmung. Die Luft war angefeuchtet auf dem Morgen. Da dehnt sich jetzt aber ein Hochdruckrücken zum Alpenraum aus. Bereits in der Nacht auf morgen gibt es zunehmend klare Abschnitte und dann am Morgen Vormittag, speziell im Oberland, zum Teil noch Restwochen. Sonst gibt es aber einen Übergang zu recht sonnigem Wetter. Die Temperaturen gehen vielerorts in einstelligen Bereich retour. Die Tiefstwerte zwischen etwa 8 und 10 Grad. Noch am Nachmittag geht es trotz Quellwolken recht sonnig weiter und die Temperaturen sind wieder höher, als das heute noch der Fall war. Die Höchstwerte im Flachland liegen bei etwa 22 bis 23 Grad. Das Wochenende verspricht dann Sommerwetter vom Feinsten. Zum Beispiel natürlich auf das Greenfield Festival in Interlaken. Perfekte Bedingungen. Viel Sonnenschein und blauer Himmel am Samstag und am Sonntag. Und die Temperaturen reichen am Samstag etwa 26 Grad. Am Sonntag gibt es sehr warme 28 Grad. In der Nacht auf den Montag und am Montagvormittag haben wir zuerst noch viele Wolken. Zum Teil gibt es Platzregen oder Gewitter. Tagsüber beruhigt sich das Wetter aber wieder. Die Temperaturen gehen ein bisschen retour. Am Dienstag ist es aus heutiger Sicht meistens sonnig und sommerlich warm. Auf dem Mittwoch steigt dann wahrscheinlich wieder ein bisschen das Gewitter. Nein. Meine Damen und Herren, das war es schon wieder vom Wetter. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.